Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum 21. Bundesligaspieler zu Hause gegen den SV Werder Bremen 3:0 gewonnen. Und bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank, wenn ihr das tun solltet. Gut, zum Spiel. Ja, ich würde sagen, ganz souveränes, hochverdientes, schnörkelloses 3:0. Ja, keine Ahnung. Hatte Bremen einen Torschuss? Ich glaube, so einen halben, oder? Irgendwie sowas. Ansonsten, ja, Bremen hat es gut gemacht. Die ersten 50 Minuten defensiv gut gestanden. Wir haben sehr wenig Ideen gehabt, gerade erste Halbzeit, viel zu langsam gespielt, viel zu statisch gespielt. Wie ich schon sagte, keinerlei Ideen gehabt. Es musste heute eine Standardsituation her, entweder eine Ecke, ein Freistoß oder ein Elfmeter. Es ist dann der Elfmeter geworden, der war der Dosenöffner. Danach waren wir viel, viel besser im Spiel. Also die letzte halbe Stunde hat mir gut gefallen, das konnte man sich gut angucken, das war guter Fußball. Bremen hat natürlich auch ein bisschen aufgemacht, war ein bisschen platt, gar keine Frage. Erste Halbzeit war es sehr zäh, ja, das müssen wir auch fairerweise sagen. Aber am Ende des Tages 13:0 gewonnen, 3 Tore gesehen, sehr souverän gewonnen. Defensiv gar nichts zugelassen, aber auch nicht gefordert. Aber generell das Gegenpressing, auch erste Halbzeit, war sehr stark. Sehr, sehr stark. Selbst zweite Halbzeit noch, ja, wenn man gesehen hat, wie viel Rote dann gleich um den ballführenden Bremer waren. Wir haben Bremen kaum Luft gegeben zum Atmen. Bremen hat es dann mit 2, 3 Mal mit langen Bällen versucht, aber ja. Wir haben es sehr, sehr gut weggearbeitet. Ja, und ich denke, das Spiel heute gibt nochmal ein bisschen Sicherheit. Ja, es war auf jeden Fall die Startelf, die ich auch erwartet habe, abgesehen von Boe. Da hätte man Stanisic auch hinstellen können. Das war die einzige Überraschung. Jetzt, wenn überhaupt Überraschung, ja. Ich meine, Boe hat es heute auch super gemacht, ein guter Rechtsverteidiger. Von daher bin ich zufrieden mit dem Spiel. Aufgrund der letzten halben Stunde. Das muss man ganz klar sagen. Vorher, die erste Halbzeit war teilweise sehr langweilig, sehr, ja, sehr uninspiriert. Auch Musiala war kein Faktor und so weiter. Ja. Die letzte halbe Stunde hat dafür entschädigt. Ja, vielleicht hat die Mannschaft das einfach mal wieder gebraucht. Ja. Auf einmal war halt, wie ich schon sagte, die Lockerheit da, die Lust auch zu spielen und so weiter, was vorher bei dem einen oder anderen Spieler nicht so da war. Aber gut, das ist der Auftakt. Sehr, sehr wichtiger Sieg aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, dass Leverkusen morgen das Spiel schon gewonnen hat. Ja, von daher kann der Sieg sehr, sehr wichtig werden für die kommenden 3 schweren Spiele. Wenn wir da ein kleines Polster haben, ist das, denke ich, sehr gut. Und ja, vielleicht kann man sogar den Deckel dann schon ganz drauf machen gegen Leverkusen. Mal abwarten. Ja, war auf jeden Fall ein Spiel, ja, was stark war. Wir müssen jetzt nicht darüber reden. Erste Halbzeit war es kein Hurra-Fußball. Man hat auch gesehen, erste Halbzeit haben wir viel, viel mehr Wert auf Sicherheit gelegt. Das war ähnlich wie nach dem Barca-Spiel. Ja, da haben wir unsere Spielweise dahingehend auch verändert, ja, dass wir eher mal den Rückpass, eher mal den Querpass genommen haben. Das war heute erste Halbzeit auf jeden Fall gerade bei Pavlovic zu sehen. Das war heute Querpass-Toni, ja, muss man ganz klar sagen. Hat ganz, ganz selten mal, ich erinnere mich an 2 Aktionen, wo er dann auch mal den Ball genommen hat und mal ein bisschen gegangen ist. Oder auch mal einen Ball nach vorne gespielt hat. Der Rest war quer und nach hinten. Ja, ja, aber wenn die Mannschaft das gerade braucht, um sich die Sicherheit in der Defensive wieder zu holen irgendwie, ja, dann let's go. Ja, wenn jedes Spiel so ausgeht, ja, dann gut, meine Fresse, dann gucke ich mir auch 45 Minuten an, die vielleicht ein bisschen langweiliger sind. Ja, dann ist das so. Aber wir haben 3:0 gegen einen Gegner gewonnen, der erste Halbzeit wirklich gut verteidigt hat. Und zweite Halbzeit spätestens, ich meine, der Lattenknaller von Heavy schon nach 30 Sekunden in der zweiten Halbzeit, ja. Und dann spätestens der Elfer war der Dosenöffner und dann ist das Spiel halt so gelaufen, wie es laufen muss. Ja. Und was wir hervorheben müssen, es waren alle konzentriert. Ja, bis zur letzten Minute. Und wenn ihr mal ein bisschen gesehen habt, gehe ich schon auf die Spielanalyse ein, machen wir gleich genauer. Wenn ihr mal gesehen habt, wie Harry Kane agiert hat nach dem 1:0, ja, dass er dann erstmal
erstmal mit im defensiven Mittelfeld war und erstmal geschaut hat, so wie reagiert Bremen, brauchen wir da einen Mann mehr oder sowas. Und dann hat er sich wieder Step on Step, eben jede Minute, wo es länger ging, wo Bremen sich nicht getraut hat, irgendwie jetzt auf Attacke zu gehen, hat er sich wieder weiter nach vorne bewegt. Ja, ist schon ein wirklich kranker Spieler. Gut, Statistiken sollten klar für uns sprechen. Schauen wir uns mal an, den Bums. Bin selber gespannt. Können auch hier nochmal aktualisieren, Button. Ja, 75 oder 74 zu 26% Ballbesitz, Abseitsstellung 3-1, Fouls 9-8, Zweikampfquote 55-45, Schüsse aufs Tor 12-0, Schüsse insgesamt 21-2, Ecken 5-2, angekommene Pässe 857 zu 249. Ich weiß nicht, wann wir mal diese Saison 857 Pässe hatten. Also das ist schon wild. Ja. Aber habe ich ja gesagt, erste Halbzeit war viel Querpass-Toni, viel Pässe ohne Raumgewinn. Von daher, ja, 12-1 Flanken. Schüsse insgesamt, Kane 7, Olisse 4, Coman 2, Torschussvorlagen, Conny Leimer 1. Gewonnene Zweikämpfe, Olisse 9, Pavlovic 8, Musiala 6, Ballkontakte 181 Kimmich, Upamecano 123, Pavlovic 119. Gefoult worden, wie immer, schenken wir uns. Ja, und damit gehen wir auch in die Benotung rein. Kompanie, ja, hat fast 1:1 die Aufstellung gewählt, die ich auch gewählt hätte. Ist für mich auch die erste Elf, auch für die kommenden 3 Wochen jetzt im Februar. Muss das die erste Elf sein. Es sei denn, jemand ist angeschlagen oder ist halt nicht richtig fit, fehlt die Frische oder sowas, dann kannst du natürlich wechseln. Ansonsten muss das die erste Elf sein, wobei wir ein bisschen... Alexa, Ruhe! Wobei wir ein bisschen über Coman reden können. Ja, muss man mal abwarten, das nächste Spiel. Ich will ihn auf jeden Fall noch drin lassen. Sollte die Leistung eine ähnliche Richtung gehen wie heute, dann kannst du natürlich auch darüber nachdenken, da jemand anders zu bringen. Aber der Rest war schon im Großen und Ganzen ordentlich. Von daher gehe ich mit der Aufstellung mit. Mit den Auswechslungen, ja, fand ich jetzt eigentlich auch okay. Ja, wie gesagt, es war wichtig, dass der ein oder andere Spieler heute auf seiner Position lange auf dem Platz war, einfach um sich auch ein bisschen einzugrooven. Und es war eine Woche Pause jetzt, keine englische Woche. Und da ist das für mich völlig fein, dass man da nicht anfängt, in der 60. Minute schon rumzuwechseln. Erst recht, weil es noch 1:0 stand. Also auch da gehe ich mit. Die Wechsel, die dann getätigt wurden, auch da gehe ich mit. Bis auf den Stanisic-Wechsel habe ich nicht wirklich verstanden. Dafür 2 Minuten, keine Ahnung, war ein bisschen überflüssig. Aber der Rest von meiner Seite völlig okay. Dass man den defensiveren Ansatz gewählt hat, ja, war für uns Zuschauer in der ersten Halbzeit sehr, sehr langweilig, wenn wir ehrlich sind. Aber am Ende des Tages 3:0 gewonnen, gibt ihm absolut recht. Von daher, ja, von mir, ich muss erstmal meinen Pfeil aufmachen, von mir eine 2,5 heute für Winnie. Gut, dann gehen wir es durch. Abwehr haben wir natürlich Manuel Neuer, der heute ja, gar nicht gefordert war. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, wir haben gerade gesehen, 0 Torschüsse. Also Manuel war nicht wirklich gefordert, hat eine Ecke rausgefeuert, wo er drangegangen ist mit der Faust. Das war gut. Die paar Rückbälle, die er gekriegt hat, hat er gut verteilt. Es gibt heute absolut nichts zu meckern an Manuel Neuer. Wurde aber auch nicht geprüft, von daher kann ich ihm auch keine bessere Note wie eine 3 geben. Von daher Note 3. Gut, dann von oben nach unten, Rafa Guerrero. Ja, fand ich heute, ist heute ein bisschen schwierig zu beurteilen alles, ja, weil natürlich auch er nicht wirklich groß gefordert wurde, weil Bremen nicht wirklich irgendwie nach vorne gespielt hat. Hat 1-2 Mal gegen Weiser ein bisschen in der ersten Halbzeit, wo Bremen es wenigstens noch ein bisschen versucht hat, sah er nicht ganz so glücklich aus, nach vorne hin relativ wenig Einfluss. Immer wieder in die Mitte gezogen, obwohl die Mitte schon komplett dicht war. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum wir es nicht mal versucht haben, über außen auf die Grundlinie zu gehen. Gerade in der ersten Halbzeit, wo wir gesehen haben, dass der Spielstil eigentlich keinen Sinn macht. Von daher für mich eine 3,5. Gut, dann sind wir bei Min-Jae. Ja, Min-Jae war heute tadellos. Ich habe nichts gesehen, was irgendwie negativ wäre, aber auch da relativ wenig gefordert, aber keine Fehler im Aufbau oder sonst was. Von daher für mich Note 3. Gut, sind wir bei Opa. Opa ist für mich heute eine Note besser wie Min-Jae. Opa für mich Note 2. Warum?
Opa hat sich viel auch eingeschaltet in dem Aufbau, mehr wie Min-Jae. War aber auch der viel weggearbeitet hat, bevor Bremen überhaupt irgendwie ansatzweise die Chance hatte nachzurücken oder so. Ja. Opa sehr präsent. Letzte Reihe hat mir sehr, sehr gut gefallen und von daher für mich Note 2. Also einer der drei guten Spieler oder der drei Spieler, die heute auf jeden Fall besser waren wie Durchschnitt. Ja, von daher Note 2 von mir für Opa. Gut, Boe hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, das Zusammenspiel, ja, war schon ganz ordentlich mit Michael. Ich denke, da geht noch ein bisschen in Zukunft. Aber ja, das Wichtige ist erstmal, dass er irgendwie nicht verletzt wird, denke ich. Das ist so das Nonplusultra. Alles andere ist erstmal halb so wild. Hat ein ordentliches Spiel gemacht, ja. Aber auch er war defensiv nicht gefordert. Ein, zwei Mal in der ersten Halbzeit, wo Bremen noch ein bisschen was versucht hat. Ansonsten vorne, ja, auch da ähnlich wie auf der anderen Seite Guerrero. Ich würde mir einfach wünschen, wenn unsere Außenverteidiger nicht immer nur im Halbfeld stehen, sondern dann auch mal auf die Grundlinie durchgehen, ja, dass sie da mal eine Anspielstation sind. Ja, haben wir bei Boe wenigstens ein, zwei Mal gesehen, bei Guerrero gar nicht. Von daher für mich auch eine Note 3 für Boe. Gut, Stanisic wird eingewechselt, da sind wir noch nicht. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich nicht in meiner Zeit verrutsche hier. Sehr wild. Passt. Okay. Gut, damit sind wir im Mittelfeld. Da haben wir Querpass Pavlovic heute. Ja. Also erste Halbzeit, ich würde sagen 95% quer und nach hinten. Ja. Erste Halbzeit einmal war er zur Stelle, wo Bremen noch was versucht hat. Hat dann einen sehr, sehr starken Defensivzweikampf geführt. Ansonsten das Wechselspiel mit Kimmich war besser auf jeden Fall. Ja. Anfang war Kimmich noch der etwas defensivere, dann zwischenzeitlich Pavlovic, der auch mal zwischen den beiden Innenverteidiger aufgebaut hat. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, er kriegt halt dann nicht so den Ball wie Kimmich, wenn er ihn fordert. Ja, war teilweise ein bisschen außen vor. Ja, war aber okay. Und ja, er hatte dann auch ein, zwei Aktionen nach vorne hin. Ich würde ihn heute bei einer 3 sehen, hat auf jeden Fall Luft nach oben, ist noch nicht der Pavlo, den wir kennen. Definitiv nicht, ja. Hatte eine gute Aktion, wo er dann hat einen Bremer aussteigen lassen, ja, wollen wir auch nicht verschweigen. Aber die Lockerheit so ein bisschen fehlt noch und so ein bisschen mehr dieses Selbstbewusstsein, ja, auch einfach mal nicht den Querpass Toni zu machen, sondern nach vorne den Ball zu spielen, ja. Aber ich denke, das war heute auch ein bisschen Ansage vom Trainer, ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir heute erstmal den Fokus auf die Sicherheit legen. Von daher weiß ich nicht, ob man das in Pavlo anrechnen kann. Von daher für mich Note 3. Gut, dann kommen wir zum König. Kimmich für mich heute, ja, der Mann des Spiels. Ja, ist für mich eine Note 2, ganz klar, auf einer Stufe mit Opa. Ja, wir haben seine Ballkontakte gesehen. Ne? War der Fixpunkt. Und nicht nur quer und nach hinten, das auch, ja, na klar, ja. Aber auch die Bälle verteilt, auf die Flügel verteilt, ein, zwei Chipbälle versucht. Im Gegenpressing war er da, hat sich da nicht irgendwie abkochen lassen von irgendeinem Bremer oder sowas, wie es in den letzten Spielen war. Viel, viel konzentrierter. Ja, war in vielen Positionen, war Sechser, war Achter, war Zehner, aber war dann auch da, wenn er auf seinen Positionen sein musste. Ja. Von daher war das heute ein sehr, sehr gutes Spiel von Kimmich. Und ja, sein Schüsschen war natürlich ein bisschen wild, ja, die Chance, die er da noch hatte aus 16 Meter. Aber ansonsten war er heute gerade auch erste Halbzeit, war er, der noch was versucht hat, der die Bälle verteilt hat, ja, der nicht nur quer und nach hinten gespielt hat. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja. Gut, damit sind wir in der vordersten Reihe. Angefangen bei King. Ja, King war heute konnte sich nicht so in Szene setzen, fairerweise, müssen wir sagen. Müssen wir eben hier noch abhaken. Wo ist er? Kingsley. Ja, King sehe ich heute bei einer 3,5, kann ich schon mal vorwegnehmen. War jetzt nicht super schlecht, aber war jetzt auch nicht irgendwo, wo man sagt, boah, geile Leistung, Kingsley. Die Schüsse waren wieder
Weiß ich nicht, sollte vielleicht Football spielen, macht mir vielleicht mehr Sinn. Ja, einen guten Schuss hat er gehabt, der aber auch neben das Tor ging. Ansonsten hat er sich schwer getan, an Mitchell Weiser mal ganz klar vorbeizugehen. Ja, war heute nicht so, dass er mal bis zur Grundlinie durchgekommen ist. Eine gute Flanke, ein guter Schuss. Das war's von King. Fairerweise muss man sagen, dass erste Halbzeit fast alles über die rechte Seite ging. Aber trotzdem, ich würd da gar nicht auch King alleine sehen. Das ist einfach auch, ich denke mal, Rafa Guerrero geschuldet. Ja. Das Zusammenspiel war jetzt auch nicht bärenstark. Also von daher für mich King heute eine 3,5. Gut, als nächstes haben wir Musiala. Ja, erste Halbzeit hat man sich gefragt, what the fuck, warum will der 20 Millionen haben? Ja, und er wird sich eine Menge Kritik von mir gefallen lassen müssen, wenn er einen neuen Vertrag unterschreibt. Weil für die erste Halbzeit hätte ich ihn zerrissen, wenn er ein Jahresgehalt von 20 Millionen hätte. Ja, weil das war gar nichts. Das müssen wir ganz klar mal sagen. Das war nichts. Die erste Halbzeit war super schwach, 3, 4 Szenen gehabt und dabei jedes Mal den Ball verloren. Wirkte gehemmt, keine Spielfreude, ganz wild, als wäre super viel Druck drauf, ja. Weiß ich nicht. Vielleicht spielt das alles rein mit der Vertragsverlängerung und so weiter. Ich weiß es nicht. Zweite Halbzeit dann, wie gesagt, nach dem Tor, der Dosenöffner war, ein ganz anderer Musiala auf einmal. Ja. Hat auch in der ersten Halbzeit viel versucht, hat sich fallen lassen. Die Mitte war aber dicht. Aber auch dadurch bedingt, dass unsere Außenverteidiger fast immer mit in die Mitte reingerückt sind. Ja, das war eh super eng. Zweite Halbzeit viel, viel besser. Fairerweise muss man auch sagen, dass wir viel, viel mehr Platz dann hatten. Ja, die Bremer haben nicht mehr so super konzentriert agiert, wie sie es vielleicht getan hätten oder gewollt hätten. Von daher, aber dann war wieder Spielfreude da bei Musiala. Ja, und dann haben wir 1, 2 Szenen gesehen, wo man gesagt hat, jo, das ist der Jamal, den wir brauchen. Ja. Und von daher, wenn wir jetzt die 4 nehmen aus der ersten Halbzeit, die Note 2 aus der zweiten Halbzeit, dann sind wir bei einer 3. Was der Sache nicht ganz gerecht wird, ich würde ihr eine 2,75 geben, aber aufgrund der super schlechten ersten Halbzeit bleiben wir halt bei einer 3, weil wir keine 2,75er vergeben. Ja. Gut, dann sind wir bei Michael Olisse. Ja, hat einen schweren Stand gehabt heute ein bisschen über seine Seite, hat 1, 2 Ballverluste gehabt, war aber, wenn der Mann, der gerade in der ersten Halbzeit was initiiert hat, mit dem super guten Pass auf Jamal Musiala, der ich weiß nicht, was das war kein Torschuss, das war keine Reingabe, das war irgendwie so ein Mittelding, leider. Hätte er die Chance in der zweiten Halbzeit gekriegt, Musiala hätte sie reingemacht wahrscheinlich. Wie immer, Michael war der Faktor, der dann irgendwas kreiert hat, wenn durch die Mitte nichts geht. Ja. Hat aber natürlich auch 1, 2 Szenen gehabt, wo man sagen kann, ja, das geht besser. Zweite Halbzeit dann, ja, Michael macht halt Michael-Sachen. Ja, was mir heute ein bisschen gefehlt hat, war die eine oder andere Flanke. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Weiß ich nicht, das kam heute mehr von Kimmich irgendwie dann mal eine Flanke rein, ja. Also da hätte ich mir noch das eine oder andere mehr gewünscht, aber das Tor, auch ihm blieb ihm verwehrt. Ja, auch er war noch mal ein bisschen knapper dran wie Kingsley Coman. Ja, ich würde ihn am Ende des Tages auch so wie Musiala sehen bei so einer 2,75, aber auch da gehen wir mal auf die 3 hoch. An das gemessen, was er sonst zeigt, geht da bestimmt noch ein bisschen mehr, denke ich. Aber es war kein schlechtes Spiel, ja. Gut, und dann sind wir natürlich beim dritten Spieler des Spiels. Das ist natürlich Harry Kane. Für mich, ja, Note 2. Auch er, erste Halbzeit, wenig zu sehen. Gar keine Frage. Keine gute erste Halbzeit. Ja, keine Ahnung. Die Elfmeter, das ist einfach krank. Ja. Also selbst wenn der Torwart die Ecke hätte, so wie es der Kommentator sagte, selbst wenn Harry Kane zum Torwart sagen würde, ich schieße dir in die linke Ecke, weißt du schon mal Bescheid, selbst dann wird er reingehen. Ja, also das ist wild. Zweite Elf hat er dann ausgeguckt, ersten hat er blind reingemacht, einfach in die Ecke, Vollspeed. Ansonsten natürlich auch der Schuss, Anfang zweiter Halbzeit, war eine Granate, ja, der an die Latte ging. Nach dem Tor war es aber auch ein ganz anderer Harry Kane. Es war nicht nur ein ganz anderer Musiala, es war auch ein ganz anderer Harry Kane. Ja. Harry Kane war wieder
war wieder da. Also du hast gemerkt, so BÄM, Alter, Heavy ist auf dem Feld. Ja, und zwar überall. Ob es dann auf der 6er-Position war, auf der 8er, auf der 10er-Position. Harry Kane war wieder der das Spiel von hinten aufgebaut hat und dann, wenn er im 16er sein musste, wieder im 16er war. Harry Kane war dann wieder überall. Ja, dann hast du auch nicht mehr Kimmich so wahrgenommen, dann hast du Harry Kane wahrgenommen, weil er der Mann war, der das Spiel da getragen hat in dieser Phase. Das habe ich vermisst. Ja, das habe ich vermisst in der ersten Halbzeit. Also muss ich ganz klar sagen. Aber auch da, vielleicht war das die Ansage, ich weiß es nicht. Vielleicht war die Ansage, komm, erstmal jeder seine Positionstreue haben, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Wir werden es nicht erfahren. Auf jeden Fall danach war es eine bärenstarke Leistung von Heavy. Ja, die beiden Elfer musst du erstmal so wieder machen. Ich glaube, 29 Elfer jetzt in Folge oder was. Auch danach ein, zwei schöne Angriffe eingeleitet. Ja, also, ja. Und wenn ihr dann nochmal gesehen habt, 94. Minute, wie er einen Defensiv-Zweikampf an der Außenlinie führt, Alter. Punkt. Ja, da gibt das Feierabend, das reicht eigentlich schon als Argument. Also, ja, aufgrund dieser auch der ersten Hälfte, die nicht so stark war, auch die Note 2 nur. Ja, ansonsten wäre es für mich eine 1 gewesen. Gut, Mathis Tell haben wir nicht mehr, den könnte ich mal rauslöschen. Mal. Thomas Müller hat auch nicht gespielt. Sind wir bei Leroy Sané. Ja, benoten können wir das nicht für 10 Minuten, das schenken wir uns. Aber war natürlich eine ordentliche Vorstellung. Ja, ja, man hat gesehen, er wollte sich zeigen, hat es dann stark gemacht. Ja, mit erst ein Stück rausgerückt. Der Verteidiger guckt im Augenwinkel, oh yo, er macht den Schritt, er rückt wieder rein. Conny spielt den Ball da perfekt hin. Zum Glück hat er den gemacht und nicht wieder neben das Tor oder vorm Pfosten gesetzt. Ja. Alles gut, war eine gute Einwechslung und war eine gute Leistung. So, dann haben wir ja schon gerade angesprochen, Conny Leimer. Es tut mir immer noch in der Seele weh, wenn ich sehe, dass er als Rechtsverteidiger eingewechselt wird. Das wird sich auch nicht ändern. Hat aber natürlich seinen Job in der Offensive sehr gut gemacht. Defensive hat man es gleich wieder gesehen. Den Defensiv-Zweikampf hat er nicht gewonnen gegen Müde Bremer. Das wird sich aber auch nicht ändern, Alter. Der ist einfach kein rechter Verteidiger und wir können nur hoffen, dass der in der Champions League nicht auf diese Position gestellt wird oder in irgendeinem Topspiel. Sage ich euch, wie es ist, dann das ist ein absoluter Schwachpunkt. Ja, nach vorne hin stark. Ja, das ist Conny immer als Rechtsverteidiger, das kann er. Aber defensiv, Alter, wie unbeholfen teilweise, Katastrophe. Note, ja, grandios, hat das Tor sehr gut vorbereitet. Auch er kriegt natürlich keine Note für die 17 Minuten, die er auf dem Feld war oder 20 mit Nachspielzeit. Hat es gut gemacht, war auffällig, war direkt drin, hat Vollgas gegeben, aber das macht ein Conny immer. Ja. Und es hat ihm natürlich in die Karten gespielt, genauso wie Leroy, dass die Bremer zu der Zeitpunkt auch stehen K.O. waren. Ja. Und sich eigentlich auch schon aufgegeben hat, muss man fairerweise sagen. Aber das soll die Leistung jetzt nicht schmälern von den beiden. Ja. Dann haben wir noch Leon Goretzka. Ja. Den ich eigentlich in der Startaufstellung erwartet hätte von Kompanie. Hat er nicht gemacht, hat einen Pavlo drin gelassen, das hat mich sehr gefreut. Auch er, ja, es war ordentlich. War ist jetzt nicht negativ aufgefallen, jetzt nicht irgendwie super positiv. Hatte noch ein paar Ballkontakte, war auf jeden Fall drin, war präsent, ja, alles gut. Jetzt nicht falsch verstehen. Aber auch natürlich das können wir Leon heute nicht benoten für die paar Minütchen. Gut, dann haben wir noch die Einwechslung von Stanisic. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Als Linksverteidiger dann einmal rübergelaufen und dann war gefühlt das Spiel auch schon aus. I don't know, ich kann mit diesen Einwechslungen nichts anfangen, Leute. Tut mir leid, raff ich nicht, geht in meinen Kopf nicht rein. Wenn man irgendwie Zeitspiel machen will, verstehe ich das. Ja. Ansonsten, was soll das? Will man Stanisic jetzt noch eine Einsatzprämie gönnen oder was ist der Sinn hinter diesen Einwechslungen? Erklärt es mir, ich weiß es nicht. Wenn es um Zeitspiel gehen würde, ja, verstehe ich das, aber dann lässt man sich auch mehr Zeit beim Wechsel. Ansonsten verstehe ich das nicht. Also ist für mich witzlos, keine Ahnung. Aber gut, das ist meine Benotung. Wie gesagt, aufgrund der ersten Halbzeit viel Mittelmaß, muss man fairerweise sagen. Aber die letzte halbe Stunde war es gut, ja. Und wir haben ein bisschen die Ernte eingefahren. Natürlich haben wir ein bisschen Spielglück gehabt heute. Hätten wir den Elfer nicht gekriegt, hätte Fahrradkette, ja.
Dann können auch argumentieren, wäre der Ball von Harry Kane nicht an die Latte so gegangen, sondern an die Unterkante der Latte, wäre drin gewesen. Ja, hätte. War es ein Elfmeter? Für mich war es ein klarer Elfmeter. So, sorry, wenn ich als Abwehrspieler im Strafraum so am Gegner dran bin und den Arm ausstrecke, sorry, dann bist du selber schuld, Alter. Ja, dann lass den Arm weg, dann passiert nichts, dann geht der Ball nicht an den Arm, aber fairerweise, dann wird Harry Kane auch eine riesen Torchance haben und das Ding wahrscheinlich reinmachen. Ja, von daher für mich ein klarer Elfer. Ähm, Der letzte Elfer, weiß ich nicht, konnte man in der Zeitlupe schwer erkennen. Wenn der Bremer am Ball war mit der Fußspitze, war es für mich kein Elfer. War er nicht am Ball, war es ein klarer Elfer. Er hat ihn auf jeden Fall getroffen. Musiala hat aber auch geschickt das Geschenk angenommen und eingehakt. Das muss man fairerweise auch sagen. Gut, ob jetzt am Ende 2 oder 3-0 drauf geschissen, hätte jetzt auch nicht die Rolle gespielt. Wort zum Schiri ansonsten, sehr unauffällig, eine klare Linie gehabt. Ja, wenn irgendwie Luftzweikämpfe mit einem kleinen Schubbar drin waren oder hat er abgepfiffen auf beiden Seiten. Wenn ich ihm eine Note geben müsste, würde ich ihn bei einer 2,5 sehen. War für mich eine gute Nummer. Auch bei den Elfmetern kurz abgewartet, dann auf dem Elfer gezeigt, dann angedeutet, jo, bleibt ruhig, wird eh überprüft. Dass die Bremer da hinrennen und meckern mit 3, 4 Leuten, sind sie selber schuld, wenn sie gelbe Karten kassieren. Ja. Der Kapitän hat keine gesehen, der darf das machen. Weiß ich nicht. Sollten die Bremer vielleicht mal ein bisschen lernen. Ja, na klar, war es jetzt nicht das Spektakel, wie wir es die letzten Wochen hatten, ja, mit, was weiß ich, rauf, rein, erste Halbzeit, Vollgas und let's go, Torchance auf Torchance, wie gegen Feyenoord. Da haben wir aber das Spiel 3-0 verloren, heute haben wir es 3-0 gewonnen, so, ja. Von daher, für mich völlig fein, dass man jetzt wieder, ich habe es ja am Eingangs gesagt, das war so ein bisschen wie nach dem Barca-Spiel, da haben wir das auch gemacht. Da sind wir mehr auf die defensive Stabilität gegangen, trotzdem die Bälle vorne super schnell zurückerobert, das haben wir auch heute gemacht, aber dann haben wir nicht, wie sonst, gleich den Weg nach vorne gesucht, sondern wir haben den Ball heute, habe ich ja gerade gesagt, Querpass Pavlo, ja, super, erstmal quer oder nach hinten in eigene Reihen gehalten. Wir haben heute auch 3, 4, 5, 6 Bälle gesehen vom Mittelkreis oder aus der gegnerischen Hälfte raus bis auf Manuel Neuer zurück. Das hast du sonst nicht, das siehst du sonst nicht beim FC Bayern. Sonst versuchen wir direkt den Weg nach vorne, feuerfrei. Ähm, Da war heute auf jeden Fall in der ersten Halbzeit viel, viel mehr auf Sicherheit ausgelegt. Ja. Was am Ende des Spiels, wenn es 13-0 ausgeht, dann auch völlig legitim ist. So. Ja, wäre das Spiel jetzt nicht so ausgegangen, dann hätte man das natürlich wieder kritisieren können, keine Frage. Und wie gesagt, wir brauchten heute ein bisschen das Spielglück, das hatten wir. Vielleicht noch ein Wort zu Kimmich. War auch ein, zwei gute Ecken dabei heute, ja. Die haben wir schon oft genug kritisiert. Heute habe ich 2 gute mal gesehen. Haben wir auch ein bisschen Pech gehabt, dass da nicht mehr raus geworden ist. Ja, und du wirst in Glasgow ähnlich auftreten müssen wie in der ersten Halbzeit. In Glasgow solltest du dir nicht irgendwelche komischen Ballverluste erlauben, weil du denkst, oh ja, ich muss jetzt aber super schnell nach vorne spielen und so weiter. Ja. Von daher denke ich, das war auch schon so ein bisschen eine kleine Generalprobe, ob wir auch die Geduld mitbringen. Und die Geduld werden wir haben müssen, denke ich. Ja. Aber natürlich anderes Spiel. Ich bin sehr gespannt. Hängt natürlich auch ein bisschen von Glasgow ab, wie die agieren werden, ob sie uns Raum geben oder nicht. Und wir haben es dann gesehen, jetzt eine halbe Stunde. Ja, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, Leute. Wir haben ein bisschen Raum gehabt. Es war jetzt nicht so, dass Bremen da wie bekloppt nach vorne gelaufen ist. Bremen war aber einfach müde und natürlich auch geschwächt durch ihre 2 Verletzungen. Da an dieser Stelle gute Besserung. Und wir haben nur ein bisschen Raum gehabt und ihr habt gesehen, wie gleich das Spielen ganz anders war von unserer Seite. Ja. Und ja, wenn dann so ein Gegner ist wie Bremen, die es super stark gemacht haben, erste Halbzeit defensiv, muss man auch mal sagen, ja, dann ist das so. Dann können wir auch nicht immer dafür verantwortlich sein, zu sagen, ja, wir müssen jetzt was weiß ich was machen. Ja. Was ein bisschen zu kritisieren ist, erste Halbzeit, wie ich schon sagte, jetzt beim 3-0 halt eher nicht zu kritisieren. Aber ansonsten hat halt wieder der Plan B gefehlt. Ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Wir haben halt 45 Minuten ein und dasselbe versucht und es ist gar nichts bei rumgekommen. Wirklich gar nichts. Ja? Da sollte man annehmen, dass man da mal so nach 20, 25 Minuten auch mal sagen kann, komm, wir probieren es jetzt mal bis auf die Grundlinie zu gehen und den Ball in den Rückraum zu legen oder den Ball mal reinzuflanken auf Heavy. Das sollte man schon erwarten können. Das war leider nicht gegeben. Aber
Am Ende des Tages brauchen wir nicht darüber diskutieren, weil wir es 3:0 gewonnen haben und fertig. Ja. Und damit denke ich für uns alle, ein guter Start ins Wochenende. Wir können uns zurücklehnen. Wir können morgen gucken, ob Leverkusen mal easy peasy in Wolfsburg gewinnt. Ich denke das nicht, dass sie da easy peasy gewinnen werden. Vielleicht werden sie mich Lügen strafen. Wir werden sehen. Und ist doch auch mal schön, vorgelegt zu haben und dann jetzt entspannt ins Wochenende gehen zu können. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wer Bock hat, Montag, natürlich werden wir im Bayern-Stream 18 Uhr live auf Twitch nochmal ein bisschen über den FC Bayern quatschen. Freue mich drauf, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.